Ich mag in meiner Heimatstadt eigentlich alles. Es ist eine sehr ländliche Gegend und die Leute sind sehr freundlich und wir genießen natürlich die Nähe zur Schweiz, zu Deutschland, so im Dreiländereck. Es ist einfach hier wunderschön zu wohnen. Ja, mein Vater hat natürlich selber die beste Produkterfahrung, die man machen kann, wobei man die Erfahrung niemandem wünscht, dass man das machen muss. Aber er war total begeistert, hat immer nur über das Produkt gesprochen und unsere ganze Struktur, unser ganzes Kundensystem, das wir aufgebaut haben, beruht alles nur auf dem Produkt. Also mein Ziel war es dann eben durch meine positiven Effekte mit Noni, sehr bald der Menschheit einfach aufzuzeigen, wie erfolgreich man sein kann mit diesem Produkt. Und habe mich dann entschlossen, mit Morinda zusammenzuarbeiten, Vorträge zu machen, eben den Leuten aufzuzeigen, zu was unser Körper in der Lage ist, wenn er diese wertvollen Inhaltsstoffe von der Frucht bekommt. Ja, mein Vater hat ganz viele Termine mit Menschen, mit Betroffenen, die Probleme haben, mit Leuten, die auch im Geschäft interessiert sind. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste, der Fokus, warum sein Geschäft funktioniert, weil er tagtäglich draußen ist bei Leuten und nicht irgendwo im Büro sitzt oder im Internet, sondern er unterhält sich aktiv tagtäglich über die Wirkungen der Produkte und über die Eigenschaften. Und ich glaube, das ist auch wirklich sein Schlüssel zu seinem Erfolg. Er macht ja fast jeden Tag einen Vortrag, wobei er natürlich mit seiner Lebensgeschichte viel überzeugt und eben zu Noni auch begeistert. Und viele kommen zu ihm und wollen eben das Noni kaufen, dann schreibt er die Leute ein. Jetzt einige Werte, die ganz besonders eben von diesen AGs beeinflusst werden. Wenn du Leute mit den Produkten begeistert, wird daraus auch ein Business entstehen und diesen Weg zieht er aktuell ganz streng an. Für uns ist es ein großer Gewinn, dass wir Jürgen so nahe haben und ihn rufen können, komm, hilf uns, oder sogar, dass er selbst sagt, so, wir machen wieder mal was, dass er die Initiative ergreift. Die Firma Morinda hat natürlich mein Leben komplett verändert. Und wenn ich nur daran denke, was ich jetzt in 7 Jahren von der Welt zusätzlich gesehen habe, an Reisen. Ich war mehrmals in Amerika, ich war in Hawaii, ich war in Tahiti. Also überall auf der Welt herumgekommen auf Kosten der Firma, natürlich durch enormen Einsatz. Und ich glaube, das kann man alleine mit Geld nie bezahlen, was er hier durch Morinda zurückgewonnen hat. Als ich mich qualifiziert hatte für die Reise nach Tahiti, war natürlich mein Wunsch, dass meine Lebensgefährtin, die Doris, mitreisen würde. Aber es war einfach der Flug und alles zu lange für sie. Sie möchte das nicht mitmachen. Und ich habe lange Zeit überlegt, ja, wen nehme ich mit auf diese wirklich wunderschöne Reise. Und mein Freund Werner ist einer, der sich sehr für mich eingesetzt hat, der sich sehr für Morinda engagiert mittlerweile. Und ich dachte mir, das wäre eine super Motivation für ihn, bei Morinda weiterzuarbeiten, um noch intensiver zu arbeiten. Und habe meinen Freund Werner mitgenommen nach Tahiti. In Tahiti hatten wir eine traumhafte Behausung mit einem Bungalow direkt im Wasser auf Pfählen. Wir konnten morgen um 6 Uhr ist die Sonne aufgegangen. Wir sind aufgestanden und zuerst einmal in das 28 Grad Wasser hinein schwimmen gegangen. Dann haben wir uns hergerichtet und dann zum Frühstück. Das war jeden Tag schon ein Erwachen und dann das Urana dazu. Es war einfach ein Traum. Was eben wichtig ist, dass ich das Ganze auch weitervererbe, dass ich meinen Menschen, die mir sehr nahe liegen, die mir sehr viel bedeutet haben, die eigentlich durch mich auch eben sehr viel mitbekommen haben, auch für die Zukunft, wenn ich mal nicht mehr bin, eine finanzielle Unabhängigkeit bieten kann, dass sie das Ganze für mich übernehmen können. Das heißt, mein Vater hat für uns Kinder das aufgebaut. Und ich habe das zum Beispiel auch für meine Kinder aufgebaut, die dann später mal von dieser ID-Num auch profitieren können. Und das ist eine sehr große Beruhigung für mich, denn es weiß niemand, wie lange er noch lebt, aber ich weiß, ich habe was hinterlassen, wo meine Kinder, wo meine Nachkommen eigentlich noch lange davon zehren können. Für mich ist eigentlich diese Verbundenheit zu Morinda auch einfach zu erklären und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich, solange es mir möglich, solange ich mich auf den Beinen halten kann, für Morinda tätig sein werde.
Ich stehe dazu und ich werde immer für dieses Unternehmen, das mir so viel geschenkt hat, tätig sein.